so, ich mache mich bereit für die neue Gran Fondo-Saison. Und ich als lokale Berühmtheit habe natürlich einen Ruf zu verteidigen. Wie ich festgestellt habe, braucht die Organisation von Gran Fondo Santa Clarita das Bild von mir auf ihrer offiziellen Webseite. Wahrscheinlich, weil es so eine eindrückliche Leistung war. Jetzt vielleicht noch die Erklärung, was ist ein Gran Fondo überhaupt? Gran Fondo, hier steht es, Bezeichnung für ein Jedermannrennen oder einen Radmarathon. Das Faktalbum da wird nicht eigentlich Zeit gemessen, sondern da haben wir einen Massenstart. Und dann kann man natürlich mit den Schnellen mit, wenn man will, aber man kann es auch gemütlicher nehmen, es hat Verpflegungsstationen. Es ist insgesamt einfach ein cooler Anlass. Die Distanzen gehen so zwischen 50, 80 und 100 Meilen, also das längste ist meistens so 160 Kilometer. Und ja vor, dass ich den ersten machen am 21. Oktober in Santa Barbara, also gerade den Tag nach meinem Geburtstag. Da muss ich der Miriam noch beibringen, dass ich Geburtstag selber wahrscheinlich im Auto übernachten dort oben, aber das Thema für ein anderes Mal. Aber als erstes werde ich jetzt einen Test machen, um zu schauen, wie gut vorbereitet ich bin. Und zwar in San Diego unten gibt es die sogenannte Lions Valley Loop. Das sind knapp 100 Kilometer in der Wüste aus, nach der mexikanischen Grenze. 2000 Höhenmeter, eine spannende Runde. Und wird mir gutes Feedback liefern. Ich bin gespannt und ja, wir bringen es raus, wie es wird gehen. Aber als erstes muss ich jetzt, und das wird nichts Neues sein für regelmässige Besucher von diesem Kanal, tanken. Und dann habe ich aber vor, ja, mit Schuss auf die Autobahn und Richtung San Diego. Ja, ganz so schossig ist es nicht gegangen auf dem Freeway. Aber Jimmy, kennst du es hier? Ich habe noch schnell einen Zwischenstopp gemacht in Leucidia und gehe jetzt weiter auf Chula Vista. About to leave, already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. Resurrection Sunday on 91X. Aber jetzt muss ich aufpassen, wenn ich nicht zu weit fahre, bin ich dann schon zu Mexiko. Wo ist eigentlich das Chula Vista hier? Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. So, ich habe es gefunden. Ausgangspunkt der heutigen Tour. Be free with me. Let's go, let's be free with me. Be free.
So, es ist 3 Stunden seit dem Start. Es geht mir gut, wie ein Räli. Währenddem das nicht auftässeln, kann ich schnell ein Update geben bezüglich meinem Karrierewechsel. Und zwar haben mich ein paar gefragt, ob ich da wirklich sicher sei. Ich muss sagen, nein, sicher nicht. Es gibt Momente, da läuft es einem nicht gängig wie geschmiert und da fühle ich mehr unsicher und nicht immer 120% überzeugt. Aber bei allem Zweifel und Ungewissheit gibt es im Englischen 2 Wörter, die mir immer wieder in den Kopf kommen, die mich unbeirrt weitergehen auf diesem neuen Weg. What if? Deutsch heisst das, was wäre? Was wäre, wenn ich diesen Weg jetzt gehe und in 5 Jahren es klappt und dann könnte ich zurückschauen und sagen, Gott sei Dank habe ich das gemacht. Und wenn ich nichts mache, gehen die 5 Jahre, ihr wisst selber, schnell durch. Es hat nichts geändert, ich bin immer noch unzufrieden und bin aber nicht weitergekommen. Also das What if, wenn es doch klappt, das lässt mir keine Ruhe. Und darum mache ich weiter. Weitermachen tue ich nicht so mit meinem Anstieg. Es ist nicht mal allzu weit auf den Hocker rauf. Und bis später. Oh, nicht gut. Ich muss etwas essen. Verpflegung, Hungerast. Voll in eine Wand reingefahren. Na gut, dann nehme ich jetzt das Riegeli. Und dann mache ich weiter. Ich bin zurück, es hat geweckt. Ich war 6 Stunden unterwegs, 130 Kilometer. Die erste Stunde ist gut gegangen, dann die Stunde 2, 3, 4, knapp 5 habe ich gelitten. Schlussendlich habe ich 2 Regeln gebraucht. Aber die letzte Stunde hat es mir nebenbei aufgetan und das ist eigentlich super gegangen. Also nach dem Schluss hätte ich eigentlich noch weitermachen können. Ich glaube, es war eine gute Vorbereitung auf das Grand Fondo in Santa Barbara. So, jetzt habe ich Hunger, ich wollte etwas essen. Fleisch für auf den Grill habe ich leider nicht. Aber jetzt gehe ich in Whole Foods etwas suchen. Ist fein zu essen. Ich freue mich auf die Grand Fondo Herausforderungen. Apropos Herausforderungen. Oh, richtig dreckig. Ich habe ja gesagt, auf meinem Weg zum Doc-Filmer müsse ich Nebenbeschäftigungen neu finden. Und zwar eine, die mich zeitlich ein bisschen weniger beansprucht als der Ernährungsberater. Jetzt habe ich mir einen Business Coach genommen, damit ich da möglichst schnell auf die Autobahn einbiegen kann. Ich habe schon ein paar Ideen, was der Nebenjob sein könnte. Und das tue ich jetzt mit ihr besprechen. Und was das alles für Ideen sind, verrate ich doch beim nächsten Mal. Und dann würde es mich natürlich freuen, wenn es euch gefallen hat, dass ihr es weitersagt, teilt, den Kanal abonniert auf YouTube. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Also, tschüss.